Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal die Pressekonferenz vor dem letzten Spieltag in Köln. Ja, wie ich ja schon in anderen Videos sagte, ich habe die Meisterschaft abgeschrieben. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir am Samstag in Köln gewinnen werden. Auch wenn Köln irgendwie alle Stürmer verletzt sind, aber ja, gut, anderes Thema. Ja, ich nehme die Pressekonferenz jetzt einfach nochmal mit, der Vollständigkeit halber, ja, was der letzte Spieltag ist vor der Saison. Ich denke, die nächsten Pressekonferenzen, die folgen werden, mal abgesehen von der nach dem Spiel in Köln vielleicht noch, werden da ein bisschen interessanter werden. Und dann kommt ja auch noch die Jahreshauptversammlung und so weiter, aber da in einem anderen separaten Video, was dann auch heute oder morgen rauskommt, ein bisschen mehr, wie es hier so weitergeht in der Sommerpause und so weiter auf dem Kanal. Gut. Würde ich sagen, nicht lang schnacken, rein in den Lachs, auf geht's. Hallo zusammen, grüß Gott, vor dem letzten Spieltag mit den großen Entscheidungen. Servus heißt das, ne? Grüß Gott heißt, ich hatte immer so ein Anflug von, ja, grüß mal Gott, wenn du den Löffel abgibst, ne? Sagt man nicht, grüß Gott. Also wirklich. Wild. Entscheidungen in der Saison. Seid alle gegrüßt, genauso unser Trainer Thomas Tuchel. Der FC Bayern ist morgen beim 1. FC Köln an der Reihe. Das letzte Spiel, darüber wollen wir sprechen. Wie gewohnt per Handzeichen signalisiert und schon geht's los. Marc Abel ist der Erste für RTL, bitte. Grüß Gott, Herr Tuchel. Ja, wie geht man so ein Spiel an? Wie sehr schaut man dann 50 Kilometer Richtung Ruhrpott, wie da das Ergebnis ist? Gar nicht. Was soll man da hingucken, Alter? Jetzt mal ganz im Ernst. Man hat sich auch gar nicht verdient, die Saison dahin gucken zu dürfen. Das mal ganz klar zu sagen. Wird das überhaupt stattfinden? Wie holen Sie sich Informationen oder macht man das ganz bewusst nicht? Konzentriert sich nur aufs eigene Spiel, springt es mal nach links oder wie planen Sie das? Ja, leider brauchen wir nicht mehr gucken. Für uns ist ja sonnenklar, wir müssen gewinnen und dann können wir... Ja, so sieht's aus, Alter. Deshalb verstehe ich mir glatt die Sprache. Wir brauchen auch nicht gucken. Du kannst wenn der Schiri abgepfiffen hat und du irgendwie rumpelhaft 2-1 gewonnen haben solltest gegen Köln, dann kannst du vielleicht mal rüber gucken. Aber du musst nicht während des Spiels da irgendwie rüber gucken oder sowas. Das ist völliger Dummfeg und Abfeg. Und machen wir uns nichts vor, die Leistung gegen Leipzig zu Hause hat alles offenbart. Also wer jetzt noch glaubt, dass wir noch eine reelle Chance haben, Deutscher Meister zu werden. Also, ich sag voraus, selbst wenn Dortmund verlieren würde, würden wir kein Deutscher Meister werden. Und dann können wir schauen, aber es hat keinerlei Relevanz mehr. Umgekehrt, klar, könntest du, wenn du in Führung bist, kannst du immer noch schauen, was auf dem anderen Platz passiert, ob du dann am Ende die ganz große Risiko gehen musst oder nicht. Aber in unserer Situation... Was für ein ganz großes Risiko. Wie wäre es denn einfach mal, wenn wir überhaupt mal Risiko spielen würden? Ganz großes Risiko, Alter. Wo haben wir denn jetzt Spiele mal Risiko gespielt? Junge, was erzählt er wieder für ein Mist? Es ist völlig klar. Hätten wir wahrscheinlich auch andersrum probiert, uns komplett auf uns zu fokussieren. Aber die Ausgangslage für uns ist ja klar. Wir müssen gewinnen und dann brauchen wir Schützenhilfe. Deshalb ist es ist eindeutig. Gehen wir Reihe um. Nächster Julian Wolf für die Welt, bitte. Hallo Tuchel. Man sagt ja im Sport manchmal, wenn man realisiert, dass man was gewinnen kann, dann wird es manchmal besonders schwer. Ja. Borussia Dortmund könnte vielleicht Ihre Hoffnung, dass das morgen dann so gehen, weil die Mannschaft natürlich in Sachen Titelkampf zuletzt auch zumindest nicht... Das ist meine Antwort darauf. Wäre schön, wenn der Tuchel das auch so machen würde. Also keine Ahnung. Also wer wirklich glaubt, dass die Dortmunder zu Hause Punkte gegen Mainz lassen, die Mainzer, die seit 4 Spielen nicht irgendwie überhaupt mal in der Nähe waren, überhaupt mal an einen Sieg zu denken, die zu Hause 4-1 gegen Stuttgart verloren haben. Also da muss man nicht denken, dass die auf einmal in Dortmund aufspielen, als wären sie, was weiß ich, wer was. Also diese Situation hatte in den vergangenen Jahren. Ist das so ein bisschen Ihre Hoffnung? Glauben Sie, das könnte trotz aller Qualität beim BVB der Fall sein? Es kann alles passieren. In jedem Spiel kann alles passieren. Alles, kann immer alles passieren. Unaufmerksamkeit in einem Fußballspiel geben, es kann eine rote Karte. Kann alles passieren. Leute, wir haben es gesehen, es kann alles passieren im Fußball. Das hat man auch gesehen, dass wir mit dem Kader 3 Titel verspielen, von daher kann alles passieren. Da müssen wir uns nichts vormachen.
Elfmeterentscheidung, Standardsituationen, Rückstände, was weiß ich, es kann immer passieren. Das kann bei uns auch passieren. Also wir haben jetzt auch genug Spiele gehabt, wo es bei uns passiert ist. Deshalb, es gibt... Nur. Einfach nur. Außer gegen Schalke. Das lag daran, weil Schalke unterirdisch schlecht war und 1:1 auf dem ganzen Platz gegen uns gespielt hat. Hätte Schalke ein bisschen anders gespielt, hätten wir das Spiel auch nicht gewonnen. Machen wir uns nichts vor. Traurig, aber wahr. Ja. Da hat der Reis sich einfach vercoacht gegen uns, muss man mal so sagen. Ja, aber alles andere, guckt euch unsere Mannschaft an. Alter. Es ist nur noch erbärmlich zuzugucken. Von mir jetzt auch keine Nachrichten an den BVB und keine Vorhersagen, was denen alles passieren kann. Wir haben genug für uns zu tun. Wir haben oft genug Ja, du gewinnst das Spiel ja noch nicht mal jetzt zu sein. in Köln, das ist Alter. Unsere eigene Schuld, unsere eigene Verantwortung. Und natürlich Ich finde es witzig, dass sie immer noch von der Ausgangslage reden. Das ist das Witzige. versuchen wir, das Rennen zu Ende zu laufen, weil es unsere Verpflichtung ist, bis zum Ende alles zu geben. Gut, gut, das relativiert das so ein bisschen, da hört man schon raus, so ja, ist eigentlich abgehakt und ist es auch. Punkt. Das wird keine Saison mehr, mit der wir zufrieden sind. Das wird keine Saison mehr, wo die Punkteausbeute reicht für unseren Anspruch, wo die Qualität unseres Spiels uns reichen wird, ganz egal, wie es am Ende ausgeht, wird das keine befriedigende Saison mehr. Und trotzdem wollen wir das und müssen wir ganz einfach auch das Ende zu Ende laufen, bis zum Ende. Ob uns das gefällt oder nicht, völlig unabhängig davon, wie der Spielstand ist. Auch wenn das Spiel auf dem anderen Stadion frühzeitig entschieden ist, es kann für uns keine Rolle spielen, wenn wir für Bayern München spielen und für Bayern München arbeiten geben. Ja, wenn die Spieler mal für Bayern München gespielt hätten, wären wir gar nicht in dieser Bredouille. Ja, machen wir uns nichts vor. Also ich glaube, wir können hier ganz klar mal festhalten, dass in der Rückrunde vielleicht ein Drittel des Kaders für den Verein gespielt hat. Alle anderen haben auf den Verein geschissen. Ja. Punkt. Also man hat 9 Punkte Vorsprung verspielt und hat vielleicht zweimal Leistungen gezeigt, die okay waren in der Bundesliga. Und davon von den restlichen locker 80% Leistungen, die unterirdisch schlecht waren, ohne Ehrgeiz, ohne Wille, ohne alles. Man hat alles vermissen lassen und das hat nichts damit zu tun, dass man sich für den Verein den Arsch aufreißt. Absolut gar nichts. War alles bis zum Abpfiff. David Fehr für Bild. Hallo Herr Tuchel, werden Sie neben Lucas Hernandez auch Manuel Neuer mit nach Köln nehmen? Weil im Zweifelsfall könnte er ja noch die Schale hochhalten. Ist das für Sie eine Option? Und ist Hernandez auch eine Option für den Kader? Nein. Der Lukas hat jetzt vor allem der hat eine neue Rekordzeit hier aufgestellt nach der Verletzung, die er hatte in der Rehabilitation. Das wär mehr als nur unverantwortlich. Er hat jetzt wieder Eingliederung bekommen. Das sprich, er hat die erste halbe Stunde Wieder Eingliederung, nur 2 Stunden am Tag arbeiten. Mit der Mannschaft mittrainiert und in dieser halben Stunde war er ein neutraler Spieler, er war Joker, er hat auch besonderen Schutz bekommen in den Positionen, die wir für ihn ausgesucht haben. Er hat ohne Gegnerkontakt gespielt, weil wir darauf Rücksicht genommen haben und es war jedes Mal in der ersten halben Stunde des Trainings. Es war an der Zeit, dass er das macht. Er konnte das machen. Es ist im Moment auf Rekordzeit unterwegs und es war jetzt vor allen Dingen auch wichtig für ihn, diese Belohnung zu bekommen und das zu spüren, mit der Mannschaft noch ein paar Einheiten zu haben, bevor natürlich... Ja, es ist bestimmt eine Belohnung. Mit dem aktuellen Mannschaftsklima bei uns ist das bestimmt eine Belohnung für so einen Spieler, dass er da mal eine halbe Stunde bei den Sauhaufen dabei sein darf. Die Mannschaft dann ins individuelle Training geht, in Urlaub geht, zur Länderspielpause geht und er im Grunde wieder individuell weitermachen muss, was er dann auch wird. Alles andere, das wäre komplett unverantwortlich, auch wenn wir es gerne hätten. Geht auf keinen Fall. Und ich bin gerade überfragt, ob wir Manuel Neuer mitnehmen oder nicht. Habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, werde ich jetzt dann nachher mal. Curry Hau für Sport 1. Hallo Herr Tuchel, eine Nachfrage zu Hernandez, da gibt es ja gerade auch Spekulationen um seine Zukunft. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass dieser Poker auch in einer Vertragsverlängerung am Ende mündet? Und noch eine Personalfrage, Choupo-Moting, ist der denn schon bereit für den Kader? Ja, Choupo ist bereit, im Gegensatz zu Lukas natürlich eine komplett andere Verletzung. Und die Wiedereingliederung hat letzte Woche schon begonnen und war diese Woche fortgeschritten. Er hat jetzt die letzten beiden Trainingseinheiten komplett mitgemacht.
Jetzt mal ganz ehrlich, wenn er letzte Woche schon wieder Eingliederung hatte, ja, das heißt, es geht ja schon. Warum hat er dann nicht wenigstens eine Halbzeit in Leipzig gespielt, oder? Ja? Nee, da spielen wir lieber ohne Stürmer. Und ohne Reaktion im Knie. Deshalb, wenn das so bleibt, nachher im Abschlusstraining geht Choupo mit in den Kader. Spielen mit der zu Lukas habe ich mitbekommen. Der Tuchel ist kein Choupo-Fan, glaube ich. Heute, dass es da Schlagzeilen gibt, hat mich auch überrascht. Was? Was ist denn da los? Der Herr Tuchel hat mitbekommen, dass es da Schlagzeilen gibt? Ich dachte, er liest nichts. Thomas, jetzt machst du aber, jetzt ist aber vorsichtig hier, ne? Dünnes Eis, Kollege. Ich dachte, wir lesen nichts. Wir kriegen nichts mit. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht. Also was ich Ihnen sagen kann, dass in meinen Plänen, in den Plänen des Clubs eine herausragende Rolle spielt und habe ich auch vor einer Woche oder vor 2 Wochen gesagt und für mich absoluter Führungsspieler ist, daran hat sich nichts geändert. Stefan Kumberger für Pro7 Sat.1. Grüß Sie, Herr Tuchel. Ergebnisse sind ja das eine, aber sind Sie bei Ihrer Analyse zu dem Schluss gekommen, dass der Fußball, den die Mannschaft spielt, schlechter ist als das, was vor Ihrer Amtszeit passiert ist? Haben Sie Was soll er da jetzt zu sagen, Alter? Da bin ich ja mal gespannt. Also, wenn ich jetzt da hinsetze und die Eier hat und zu sagen, ja, der Fußball ist schlechter, dann Hut ab. ja auch einige Experten dazu geäußert oder gleichbleibend? Da darf jeder seine Meinung haben und da ist es auch schwierig dagegen zu argumentieren. Wir sind nicht zufrieden mit den Ergebnissen. Die Wahrscheinlichkeit aufs Ergebnis steigt, indem wir in dem Maße, wie wir spielen. Wir sind auf gar keinen Fall zufrieden, wie wir spielen. Das ist unsere Aufgabe, dominanter, schneller, flüssiger zu kombinieren, mehr Torchancen rauszuspielen, dominanter. Alles, was er erzählt, ist Bullshit. Alles, was er gerade aufzählt, von wegen flüssiger spielen, schneller spielen, ist alles Bullshit. Ja, man müsste einfach nur mal an der Einstellung der Spieler arbeiten. Dass die Spieler mal die Einstellung haben, ja, ich will, auch wenn man mal ein Gegentor kriegt und ein 1-1 fällt, ja, dann kann man ja trotzdem weiter nach vorne spielen und auf das 2-1 spielen und auf das 3-1 spielen. Ich meine, wir spielen zu Hause. Ja, guckt euch mal an, wo wir die meisten Punkte liegen gelassen haben. Wir haben zu Hause 5 Unentschieden gespielt. Guckt euch mal an, gegen welche Mannschaften. Also ja, was ist los? Also ganz ehrlich. Einstellung der Spieler ist das A und O. Alles andere passiert automatisch. Ja? Aber wenn man eine Einstellung hat, wie ich vorhin schon sagte, dass der Verein ein scheißegal ist, dann kommt halt das bei raus, was wir gesehen haben. Fehlerfreier zu spielen. Das gelingt uns gerade nicht. Deshalb deshalb fehlen uns die Argumente, um voll in die Diskussion einzusteigen. Wir würden sowieso nicht einsteigen, weil es ja gut, er hat da indirekt gesagt, ja, wir spielen schlechteren Fußball wie vorher. Ja, kannst du auch so sagen, Alter, weil es wirklich schlechter ist. Man dachte schon, unter Nagelsmann geht's nicht mehr viel schlechter, aber das hat ja nochmal dem I das Tüpfelchen aufgesetzt. Weil es keinen Sinn macht, weil wir hier bei uns bleiben und versuchen, das so gut wie möglich hier zu machen und gemeinsam zu machen. Wir sind weder mit den Ergebnissen noch mit der Art und Weise des Spiels zufrieden und wir werden nicht aufhören dran. Vielleicht wäre es ja mal ein Ansatz zu sagen, ich bin noch nicht mit der Art und Weise des Auftretens der Spieler zufrieden. Das wäre doch mal eine Aussage. Dran zu arbeiten. Manuel Bunke für Merkur und TZ. Hallo Herr Tuchel, Sie haben es vorher kurz angedeutet, das Rennen müssen Sie zu Ende laufen. Haben Sie den Eindruck, die Spieler oder ein Großteil der Spieler sind jetzt auch mal froh, wenn sie hier auch mal aus dem Kosmos Säbener mal rauskommen, in Urlaub kommen? Ja, weil so wenig Urlaub hatten, Alter. Deutsche Nationalspieler hatten 4 Wochen Urlaub nach der WM. Haben 3 Tage trainiert. Sollen froh sein, wenn sie im Urlaub gehen? Alter. Dem würde ich was erzählen, Urlaub. Nach diesen Vorstellungen, die wir da gesehen haben in den letzten Wochen, Alter. Und inwiefern spielt dann auch die anstehende Länderspielunterbrechung mit rein? Sind ja doch ich weiß, was Sie meinen. Wenn es so wäre, ist es trotzdem etwas, was wir ändern müssen. Ich glaube schon, dass es auch ganz natürlich ist, dass die Spieler jetzt nach dieser Saison, ganz egal, wie sie jetzt ausgeht, dass sie auch nochmal bereit sind, alles zu geben. Ja, das haben wir gesehen gegen Leipzig, wie bereit die Mannschaft war, alles zu geben, Alter. Die Aussagen, die kann man doch nicht bringen, Alter. Es hat doch jeder verkackte Fan das Spiel gegen Leipzig gesehen. Da kann ich mich doch nicht hinsetzen und so eine Aussage bringen, Alter. Da macht man sich doch noch... Ach,
Junge, du machst dich gerade so unglaubwürdig, wie es nur geht. Das ist auch ihre Verpflichtung, ist alles zu geben. Genau, Verpflichtung ist es, alles zu geben, aber sie können es halt nicht oder wollen es nicht. Also von können kann ja keine Rede sein. Mal ernsthaft, wir wissen, dass sie es können. Sie wollen halt nicht. Ja? Punkt. Das ist selbstverständlich. Ich glaube, dass ganz natürlich ist, dass sich da auch einige nach einem Urlaub und nach Abstand sehnen, um durchschnaufen zu können, um Kopf frei zu. Ja, die haben so ein hartes Leben, die Jungs, Alter. Echt. Die haben so einen harten Job in ihrer Laufbahn. Das ist schon wirklich schwierig, ne? Das ist ein ganz harter Beruf für ganz wenig Geld, Alter. Da musst du echt dann auch mal durchschnaufen, wenn du dann mal 4 Wochen frei hast, also. Zu kriegen, um auch wieder frisch hier zu sein. Aber trotzdem muss es unser Ziel sein, und ich glaube jetzt auch nicht, dass wir es an der Sebener festmachen sollten, die Sebener. Sollen die Leute mal nach England gucken, Alter? Frag die mal, wie es aussieht. Von wegen so frei haben wollen. Straße muss der Ruhepol werden für die Spieler. Also egal, was draußen passiert, egal wer versucht. Ja, dann muss man die Spieler halt auch mal in die Pflicht nehmen, Alter. So, dann kann auch mal Ruhe kommen. Aber wenn die Spieler einfach mit einer Null-Bock-Einstellung auf den Platz gehen und die Meisterschaft herschenken, wie soll denn dann Ruhe an der Sebener Straße einkehren, Alter? Ruhe ist da, wenn eine gewisse Einstellung da ist. Lass mal Erfolg dahingestellt. Ja. Wenn du eine gute Saison spielst, Dortmund spielt eine gute Saison, du wirst kein Meister, aber hast wenigstens alles versucht. Und man sieht, dass die Mannschaft sich Mühe gibt und will. Alles gut. Kann jeder mit leben, Alter. Gar kein Problem. Aber nicht, wenn man sieht, dass eine Mannschaft abschenkt. Und das war nicht das erste Spiel. Ja, in Mainz war schon das Spiel schlechthin, Alter. Versucht Unruhe zu stiften, egal woher sie auch kommen mag, ganz egal, was in deinem privaten Leben, in deinem Berufsleben, in deiner Nationalmannschaft passiert. An der Sebener muss Ruhe herrschen und eine Arbeitsatmosphäre herrschen, dass jeder gerne hier kommt und weiß, hier wird er beschützt und hier wird er gefordert und aber auch gefördert und hier können wir ehrlich miteinander sein und hier pushen wir uns aufs. Ja, ist das im Moment nicht so, oder? Aufs höchste Limit, aber in einer Atmosphäre und in einer. Naja, also an irgendein Limit wurde sich in den, was ist ja jetzt da, 8 Wochen, Tuchel, nicht einmal gepusht. Nicht einmal. Ans untere Limit des Öfteren, ja. In einer Atmosphäre der Ruhe, der produktiven Ruhe, das ist auf jeden Fall ein absolutes Ziel und das ist die Grundlage für alle Erfolge. Ja, vielleicht kannst du ja auch mal Buddha-Statuen aufstellen. Vielleicht hilft das ja was. Wenn man ein bisschen Ruhe einkehrt. Florian Plettenberg für Sky. Hallo Herr Tuchel. Sie haben eben die produktive Ruhe angesprochen. Alles blickt schon auf den 30. Mai. Können Sie mal aus Ihrer Sicht beschreiben, wie läuft Ihre persönliche Zusammenarbeit mit Oliver Kahn? Alto Betty, ey. Jetzt mal ernsthaft. Selbst wenn diese Zusammenarbeit richtig scheiße wäre, ja, wenn die unterirdisch schlecht wäre, meint jetzt wirklich irgendjemand, dass er sich dahinter sagt, ja, also mit dem Olli, ne, das ist so super scheiße. Also, ich war auch kurz davor, nicht zu unterschreiben wegen dem Olli, weil der hier ist. Also da kann ich gar nicht mit. Was erwartet man für eine Antwort auf so eine Frage außer irgendein Rumgeeier? Mit Hasan Salihamidzic, die Sie ja auch beide geholt haben, wie wichtig 30. Mai? Was 30. die Aufsichtsratssitzung, wo dann auch Entscheidungen getroffen werden. Wie wichtig ist es für das Arbeiten auf dem Transfermarkt, für die Ruhe, für die Kontinuität, für Ihr Denken, dass es auch mit Kahn und Salihamidzic für Sie weitergeht? Können Sie uns da einen Einblick geben? Danke. Die beiden sind natürlich die maßgeblichen Ansprechpartner für mich bisher gewesen. Und wir sind in den Gesprächen, in der Planung. Die Saison gibt es trotzdem nicht her, dass wir da massiv einsteigen in Zukunftsplanungen, weil. Wieso gibt die Saison das nicht her? Also die Saison gibt das mehr her wie die letzten 10 Saisons. Also ich meine, man hat doch wohl diese Saison ganz klar gesehen, auf wen man zählen kann und auf wem nicht, oder was, in dieser Mannschaft? Also da kann man jetzt nicht einsteigen, oder was? Weswegen? Weil noch eine rechnerische Chance besteht, deutscher Meister zu werden, oder was? weil die Ausgangslage bis zuletzt einfach nie klar war und so. die Ausschläge. Es ist nie klar, dass ein Sané, ein Gnabry, ein Kimmich, ein Goretzka, ein Mané absolute Flachpfeifen waren. Die letzten 3, 4, 5 Monate.
Die Ausgangslage ist nicht klar, oder was? Und dass selbst der Trainer, ein neuer Trainer, es nicht geschafft hat, diese Spieler mal nur ansatzweise an ihr Limit zu führen oder ansatzweise mal auf ein konstantes, gutes Level. Da kannst du als einzigen Spieler noch einen Gnabry ausnehmen. Und das sage ich als der den Gnabry nicht wirklich mag. Ja? Weil er hat wenigstens Tore gemacht. Auch wenn sonst die Leistung teilweise auch unterirdisch war, aber er hat wenigstens Tore gemacht. Also er hat wenigstens ein Argument geliefert. Alle anderen haben keinerlei Argument geliefert. Auf was will man jetzt noch warten? Auf das Spiel in Köln, dass man kein Meister ist und dann fängt man an zu analysieren oder was? Die Analyse ist doch klar. Der Tuchel hat es auch nicht hingekriegt, die Spieler mal ein bisschen Feuer unterm Arsch zu machen. Nagelsmann hat es vorher nicht hingekriegt, ja also. Kannst du entweder den nächsten Trainer suchen, der das hinkriegt, oder du musst die Spieler tauschen. Punkt. In unserer Leistung zu groß waren, um dann wirklich auch einen Fokus mal schon über den Tellerrand hinaus zu richten. Das hat auch meine komplette Energie bisher beansprucht. Ja, wenn das seine ganze Energie beansprucht hat, dann sind die Leistungen, die wir gesehen haben, aber wirklich eine Katastrophe, Thomas. Sorry, dass ich das so sage, aber mal ganz ehrlich, also die ganze Energie hat er dann auch gebraucht, um zu sehen, der Kimmich schießt seit 1,5 Jahren einfach schlechte Standards. Aber ich habe nicht die Energie, ich lasse ihn die einfach weiterschießen. Einfach im Hier und Jetzt zu bleiben. Und wissen Sie, ich habe ja keinen Einfluss darauf, was ist am 30. oder in der Aufsichtsratssitzung passiert. Deshalb ist, glaube ich, auch das Beste, wenn ich mich davon frei mache und egal was. Da hat er recht. Da hat er vollkommen recht. Das ist nicht sein Thema. Ja, da hat er gar nichts zu sagen. Deswegen die Frage ist völliger Hirnriss gewesen. Dann sollen sie den Uli fragen. Oder sollen sie den Heiner fragen. Das sind Leute, die da in Aufsichtsratssitzung sitzen. Oder ein Stoiber sitzt da und was nicht alles für Kanonen. Dann soll man diese Leute fragen. Aber nicht den Trainer. Was soll der Trainer sagen, als wenn er sagen würde, ja, weißt du was, also der Brazzo ist schon ein bisschen komisch und den Olli, den sehe ich eigentlich gar nicht. Und wenn, dann fremdelt der so. Was passiert, werden danach versuchen, das Bestmögliche, den bestmöglichen Input, den bestmöglichen Arbeitsaufwand mit Präsenz, mit Fleiß, mit Besonnenheit und die besten Entscheidungen zu treffen, versuchen die besten Entscheidungen zu treffen im Sinne des Vereins. Und ich habe gesagt, klar, produktive Ruhe. Es ist alles, was wir hier tun, ist ruhig intern und ist produktiv und ist auf jeden Fall. Also ist doch alles gut. Hörte sich gerade so an, als wenn das die letzte Zeit nicht so war. Aber jetzt ist es doch gut. Okay. Auf jeden Fall zielgerichtet und es wird auch so bleiben, was meine Person betrifft. Aber es macht wenig Sinn für mich, mir den Kopf zu zerbrechen, weil ich es nicht beeinflussen kann. Letzte Reihe Mario Krischl für den Kicker. Tuchel, 2 Fragen. Einmal, gibt es außer Chupo noch Neuigkeiten für den Kader? Sind sonst alle fit? Außer Chupo. Also außer Chupo. Alle außer Alphonso Davies, Luca Hernandez, Manuel Neuer, Paul Wanner. Das sind so die Langzeitverletzten, die nicht zurückkommen, aber Chupo kommt zurück. Okay. Und dann noch zum Thema Standards. Nein, bitte, öffne die Box der Pandora nicht. Da muss der Tuchel jetzt wieder den Kimmich in Schutz nehmen und den Honig in den Arsch blasen. Die Hereingaben von Joshua Kimmich waren jetzt in den letzten Wochen, Monaten... Können wir allein schon? Pass mal auf. Nicht zurückkommen, aber Chupo kommt zurück. Okay. Und dann noch zum Thema Standards. Die Hereingaben von Joshua Kimmich waren jetzt in den letzten Wochen, Monaten... Das sieht schon ein bisschen komisch aus. So als würde er sich schon ein bisschen auf die Lippe beißen müssen. Damit er nicht explodiert. Monaten, ich sag mal, durchwachsen. Gibt es da Überlegungen, vielleicht auch mal zum Beispiel Joao Cancelo schießen zu lassen? Leroy Sané hat ja zum Beispiel auch zwischendurch mal es probiert. Ja, soweit ich informiert bin, sagt die... Ich stopp schon jetzt. Soweit ich informiert bin, sagt die Statistik, dass der Herr Kimmich die meisten Ecken, Blasöts in der Bundesliga vorbereitet hat. So. Die Statistik was anderes als ihr Gefühl. Und bei Statistiken zum Thema, wo die Bälle hinkommen, zum Thema, wer kriegt den ersten Kontakt, in welchen Raum schlagen wir die. Bei Standardsituationen verlassen wir uns extrem auf Statistiken und nicht so sehr aufs Gefühl.
muss die Brille abnehmen. Ich muss die Hände vors Gesicht schlagen und ich kann nur beten, dass ein Kimmich den Verein verlässt. Ansonsten werden wir nächstes Jahr die gleiche grottige Scheiße sehen wie die letzten 2 Jahre, Alter. Ja, mir ist die Statistik auch bekannt, von wegen, dass Kimmich Sülz die meisten Ecken vorbereitet in der Bundesliga und so weiter. Vielleicht sollte man das Ganze mal, wenn man Statistiken betrachtet, mal in Prozent setzen. Ja, dann sieht die Sache nämlich schon ganz anders aus. Das wäre mal schön, wie viel Prozent der Ecken denn wirklich mal gefährlich geworden sind oder der Freistöße. Ich kann mich an wirklich keine verkackte Bayern-Mannschaft erinnern, wo es einen Spieler gab, der jeden verkackten Freistoß und jede Ecke geschossen hat. Ich kann mich an keine Mannschaft erinnern. Und ich habe schon einige Mannschaften und Dekaden mitgemacht bei uns im Verein. Ich kann mich an keine erinnern. Ja. Selbst wenn ein Basler da war, der einen großen Teil der Ecken geschossen hat, waren da noch genug andere Spieler, die mal einen Freistoß geschossen haben. Oder Mehmet Scholl hat mal eine Ecke geschossen oder einen Freistoß und so weiter und so fort. Du hast immer 3, 4, 5 Schützen gehabt. Ja. Wir haben doch auch noch nicht mal irgendeine Überraschung bei irgendeinem Freistoß oder sonst was, weil jeder weiß, ach, der Joshua kommt ja. Ja, was kann der denn, der Joshua? Was kann der am Freistoßpunkt? Was kann der? Nichts, Alter. Ich spüre, dass es dieses Gefühl gibt. Aber wie gesagt, bei Standards verlassen wir uns auf... Keine Eier einfach. Keinerlei Eier, Alter. Keinerlei Eier. Weder vom Trainer noch vom Kimmich selber. Ja? Weil Kimmich selber könnte sich auch mal dahinstellen und mal sagen, ey, wisst ihr was, Leute? Ich krieg's im Moment nicht auf der Kette. Lassen wir hier jemand anderen ran. Harte Fakten. Es geht ja, hau mal raus, ja. Wir sind wirklich tief im Thema, können Sie sich darauf verlassen. Ja, ganz tief. Und, vor allem tief im Thema durch... Ganz tief im Kopf im Arsch bist du, Junge. Auf dem Niveau im Thema, dass er dazu Ihnen besser Antwort geben könnte als ich. Was betrifft, wenn zum Tor geschlagen wird, weg vom Tor, wo der erste Kontakt am erfolgreichsten ist, wo der zweite, welche zweite Phase. Deswegen schießt der Kimmich die Ecken mittlerweile auch direkt ins Aus. Damit da keine Daten festgehalten werden können, wer den ersten Kontakt hat, wer den zweiten Kontakt hat. Alter, was ein dummes... Und so weiter. Und solange er sagt, dass Jo die Ecken schießt, ist das die beste Wahl. Dann Marc Gabel nochmal. Sie haben nach... Ich bin sprachlos. Ich bin einfach sprachlos. Ja, sehr gebrauchten Samstag zuletzt dann 2 Tage freigegeben. Eigentlich dachte ich hier, das wird eine ganz entspannte Pressekonferenz, so, die ich dann auch so reaction-mäßig so 5 Minuten länger als wie das Dingen ist. Ich glaube, das wird wieder die doppelte oder dreifache Länge der Pressekonferenz, Alter. Wie ist Ihr Eindruck, hat die Mannschaft diesen Tiefschlag letzte Woche weggesteckt und wie kämpferisch ist... Hör mir auf, Alter. Wie kämpferisch. Wie kämpferisch waren wir denn nach dem Mainz-Spiel? Nach dem Spiel danach und danach und danach und danach. Wie kämpferisch waren wir denn in den letzten Wochen? Kämpferisch. Kämpferisch. Ich habe unsere Mannschaft nicht einmal kämpferisch erlebt. Ist da jetzt auch, wie viel Kampfgeist steckt da noch? Wir haben Thomas Müller 0. nach dem Spiel gehört, der sicherlich einer derjenigen ist, die erst nach Abpfiff da irgendwas aufgeben werden. Aber wie ist Ihr Eindruck, wie kämpferisch ist die Mannschaft noch? Okay, das reicht mir als Antwort. Das reicht mir als Antwort. Danke, Thomas. Brauchst nicht mehr ausführen. Du hast alles beantwortet, Alter. Wenn man gefühlt 10 Sekunden überlegen muss im Kopf, was man jetzt auf so eine Frage antwortet mit kämpferisch. Er hat es ja selber gesehen, dass wir keinerlei Kampfgeist, keinerlei Gegenwehr geleistet haben gegen Leipzig, in Mainz. Auch die anderen Spiele haben wir kaum Gegenwehr geleistet. Also wir haben uns einfach ergeben, Alter. Kämpferisch zu beurteilen ist ein bisschen schwer, aber die Stimmung war sehr trotzdem. Wow. Kriegst du den Müller-Daumen für. Kämpferisch zu beurteilen ist ziemlich schwer. Ist genauso wie zu beurteilen, ob Kimmich gute Ecken schießt. Das wälzt mir dann lieber auf den Barry ab, der seit 2 Wochen da ist. Dass er vorher trotzdem seit 6 Wochen den Kimmich die Ecken schießen lassen, wo er keinen Standardtrainer hatte. Ja, Hut ab. Salem jetzt Und ich meine, er ist immer noch der Headcoach, ja. Und wenn ich der Headcoach bin und ich sehe, dass mein Standardcoach jedes Mal den Kimmich die Ecken schießen lässt und ich sehe, dass die absolute Rotze sind, dann gehe ich wohl mal zu meinem Standardcoach hin und sage, kannst du bitte mal einen anderen Schützen da vielleicht mal ausprobieren. Also dafür bin ich ja der Headcoach, um die anderen Coaches zu koordinieren. Ja?
Das heißt ja nicht so, ja, ich habe dafür einen eingestellt, ja, ist durch das Thema, beschäftige ich mich nicht mehr. Stelle ich da noch einen für die Stürmer ein, da habe ich noch einen für die Abwehr, so wie in American Football, wofür ist er dann noch da? Um das zu moderieren oder was? Also er ist ja immer noch hier the man of the man, Alter. Der muss doch dann mal sagen können, hier, nimm mal den Kimmich da weg. Der Kimmich ist vielleicht, er könnte das ja sogar noch ein bisschen schlau argumentieren und könnte sagen, ja, der Kimmich ist aber unser Sechser, weißt du? Und wenn dann so eine, wir haben es gesehen gegen Leipzig, wenn dann die Ecke abgefangen wird, dann kriegen wir einen Konter und dann ist da gar kein defensiver Spieler. Ja, und man kann das ja noch argumentieren, ja, der Kimmich hat ja auch mal aus der Distanz schon mal ein Tor geschossen. Da wäre es ja vielleicht schlauer, wenn er dann am 16er steht. Ja? Auf der anderen Seite, das Gegenargument, der Kimmich ist so lahmarschig, dass er im modernen Fußball keine Absicherung geben kann. Ja, der wird einfach überlaufen, Alter. Der wird ja schon im Mittelfeld überlaufen, wenn die Gegner nur mal ein bisschen antreten. Dann rennt er ja nur noch hinterher. Also. Nach vorne gerichtet, so schwer das fällt, aber es ist ganz einfach am vorletzten Spieltag oder in der Woche vor dem letzten Spiel auch nicht der Moment, zurückzuschauen. Und jetzt hängt er wieder an, dass nicht der Moment ist, Alter. Er erzählt seit 8 Wochen, dass nicht dieser verkackte Moment ist, Alter. Und, Junge, es ist der Moment, dass du endlich mal Tacheles redest. Meinetwegen nicht nach außen, alles gut, kann ich verkraften, aber mal innerhalb. Da tut sich doch gar nichts. Seit 8 Wochen tut sich da nichts. Seit dem Mainz-Spiel ist da eine Beerdigung unseres Vereins. Ja, dann hast du gegen irgendeine Wurstclubs, die unterirdische Leistung gebracht haben, hast du dann irgendwie händeringend gewonnen. Und gegen Schalke hast du mal ein bisschen aufkeimende Flamme gehabt. Ja? Aber ist nicht der Zeitpunkt jetzt. Ist nicht der Zeitpunkt, schon mal vorauszuplanen. Ist nicht der Zeitpunkt, über einen Eckenschützen zu bestimmen. Ist nicht der Zeitpunkt für gar nichts, Alter. Der Zeitpunkt ist, 3 Titel zu verspielen und ansonsten ist für nichts der Zeitpunkt. Was ein dummes Dummfickgelaber, Alter. Die Fehleranalyse überzustrapazieren, weil... Überzustrapazieren? Was willst du da überstrapazieren? Kein Engagement, kein Ehrgeiz, keine Gegenwehr. Was willst du da überstrapazieren? Es einfach nur noch ein Spiel gibt, um es besser zu machen. Also was ist dann die Message, wenn wir jetzt eine Fehleranalyse oder sagen wir mal eine Analyse auch dann überstrapaziert hätten in den Dingen, die wir hätten besser machen können? Boah, Alter, ich falle hier gleich. Ich glaube gar nicht, ich könnte gerade richtig explodieren, ne? Aber ich schluck da mal alles runter. Gut, wenn ich seine Aussagen richtig deute, heißt das, es wird wieder dieselbe Krüppelelf wie immer auflaufen, mit denselben sehr starken Spielern. Sie werden wieder die 20. Chance kriegen, es besser zu machen und sie werden wieder klaglos dahin vegetieren. Alter. Räume, die wir übersehen haben, Entscheidungen, die wir falsch getroffen haben. Was genau ist die Message? Also es ist ja nur noch ein Spiel, deshalb haben wir es versucht, über 2 freie Tage dann zu verdauen, jedem Zeit zu geben. Das ist auch so ein Thema, ja. Das ist auch so ein Thema, was ich nicht fühle. Ich habe das gegen Mainz gefühlt, dass man sagt, ja, das war lange besprochen, dass die Jungs da mal ein bisschen Pause kriegen. Bei den Leistungen danach, ich habe keine Argumente gesehen, um zu sagen, ja, ihr kriegt jetzt 2 Tage frei. Also gegen Leipzig, Alter, das ist halt eine Message, die man da sendet. Was ist die Message? Ja, alles klar, ihr habt das hergeschenkt, ihr habt euch keine Mühe gegeben, ihr habt gerne Gegenwehr geleistet. Aber als Belohnung kriegt ihr erstmal 2 Tage frei. Ist doch alles gut. Ist doch schick. Könnt ihr erstmal einen klaren Kopf kriegen, weil das brauchen wir ja diese Saison so oft, dass wir einen klaren Kopf kriegen. Läuft. Ja, selber auch Zeit zu geben, das nicht zu emotional zu analysieren. Nein, das ist ja, 3 Titel zu verspielen ist auch nicht emotional. Weder für die Spieler, das haben wir gesehen, für die schon mal gar nicht. Das sehen wir jede Woche auf dem Platz, dass es nicht emotional ist. Außer ein Kimmich, der jedes Mal heult, weil er keine Leistung bringt. Aber ansonsten ist das nicht emotional. Es ist nur für uns Fans emotional, denen das Herz blutet. Ansonsten ist das für keinen emotionaler. Da nicht auch da die Frustration dann Übergewicht bekommen zu lassen, sondern... Aha. Ja, vielleicht wäre das mal die Lösung, dass man mal die Frustration mal überhand gewinnen lässt und die Scheiße mal innerhalb des Vereins mal richtig auf den Tisch packt. Vielleicht wäre das mal eine Maßnahme gewesen. Aber nein, wir werden seit 8 Wochen kriegen die nur den Arsch gepudert vom Tuchel, Alter. Und der zieht denselben Stiefel durch, wie es der Nagelsmann gemacht hat. Und ich kann mich nur wiederholen von der letzten Pressekonferenz. Und man wundert sich, dass 2 + 2 immer noch 4 ergibt und nicht 5. Sondern das auf dem Platz dann auch rauszulaufen, rauszuschwitzen. Und ich glaube, dass es... Dann hätte man vielleicht nicht 2 Tage freigeben sollen, ne?
weil damit die Frustration keine Überhand nimmt, weil die Spieler werden mit Sicherheit nicht nach Hause fahren und sich da den Frust rauslaufen. Da hätte man vielleicht sagen sollen, guck mal, ihr kriegt jetzt keine 2 Tage frei, damit die Frustration nicht Überhand nimmt und ihr kommt hier hin und lauft euch hier mal den Frust raus. Wäre ein Argument gewesen. Das Richtige war, wir haben, es ist trotzdem ein sehr zwiegespaltenes Gefühl bei mir. Ich bin der Erste, der anerkennt, dass die Leistung, habe ich ja auch schon direkt nach dem Spiel gesagt, nicht gereicht hat, um nachher erwarten zu können, dass wir ein Spiel gewinnen. Ich glaube, dass wir das Spiel mehr verloren haben, als dass es unser Gegner gewonnen hat. Wir sind absolut nicht einverstanden mit dem, wie wir zusammen gespielt haben, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte. Und trotzdem bin ich nicht bereit, die letzten 10 Tage davor damit... Jetzt fängt sie damit wieder an. Ja, sorry, also wenn ich diese Aussagen höre, jetzt auch mal aus meiner Emotion heraus gesagt, dann ist der Tuchel nicht der richtige Trainer für unseren Verein, Alter. Ganz ehrlich nicht. Der fängt jetzt wieder an mit der Karte, die auszuspielen. Ja, ich bin jetzt aber nicht bereit, die letzten 10 Tage vorher jetzt schlecht zu sehen. Die waren so super gut, alle waren so super gut im Training. Das ist dieselbe Scheiße wie das dumme Gelaber gegen Man City. Ja, ich bin nicht bereit, das jetzt so hinzunehmen. Ich bin nicht bereit dazu. Also wir haben ein gutes Spiel gemacht, wenn auch nur 70 Minuten. Ich bin nicht bereit dazu. Na? Ich sehe das nicht so, oder? Ich bin nicht bereit dazu. Das Spiel geht keine 90, 95 Minuten, es geht nur noch 70 Minuten. Na? Bin ich nicht bereit. Selbst da hätten wir verloren. Ist ja nicht so, dass wir dann gewonnen hätten nach diesen 70 Minuten. Es fängt aber mit derselben Scheiße an. Alter. Das war ein Offenbarungseid in Mainz und zu Hause gegen Leipzig nochmal mehr, was ein Heimspiel war. Und er ist nicht bereit, das zu sehen, Alter. Er setzt sich da jetzt ernsthaft hin und argumentiert wieder, dass die 10 Tage davor so super waren und dass das eine Eintagsfliege war, dass wir das Spiel so hergeschenkt haben. Das ist doch ein Witz. Einfach auszuradieren und zu sagen, dass die nicht gegeben hat. Also es passt. Es ist schwierig, weil es nicht zusammenpasst. Das, was wir sehen im Stadion und gesehen haben gegen Leipzig, passt nicht zu den 10 Tagen davor. Und passt auch nicht zu den paar Tagen jetzt danach. Das ist alles, was ich im Moment... Aha, das ist super, oder? Wir sind also, würden wir Trainingsspiele nur noch machen, keine Pflichtspiele, da wären wir schon 20 Punkte vorne weg. Wären deutscher Meister, Champions League-Sieger, Weltpokalsieger. Aber leider ist das nicht so. Leider machen wir keine Trainingsspiele, sondern wir spielen Wettkampfspiele. Leider. Moment dazu sagen kann. So, deshalb bin ich da auch ein bisschen zwiegespalten, auch in dem, wie wir weiter an die Mannschaft rangehen, in welchem Maß wir noch auf Fehler schauen und wirklich auch sagen, diese Verhaltensweisen wollen wir anders haben und trotzdem immer weiter nach vorne gerichtet bleiben, um die letzte Chance zu ergreifen. Was für eine Chance? Du hast keine Chance. Du hast gar keine Chance. Minimalchance, aber es ist eine Chance und die Bedingung ist trotzdem bei uns. Wir müssen wieder mal gewinnen und müssen wieder aus einem Tief eine Reaktion zeigen. Viel zu oft, das ist genug erzählt, die Geschichte. Und trotzdem... Und trotzdem wird es nicht wahrhaben, ne? Die letzten 10 Tage waren so super, die waren so klasse. Ist jetzt noch eine Trainingseinheit und ein Spiel, darauf liegt der ganze Fokus. Machen wir die letzten 2 Fragen bitte. Nicolina für Bild. Mach besser, sonst platzt ich Sie haben gleich. schon gesagt, Sie sind im Kampf um die Meisterschaft auf Schützenhilfe im Parallelspiel angewiesen. Ja. Wird es da für die Mannschaft, für die Betreffende, für Ihren Ex-Club Mainz... Oh ja, wir zahlen den $6 Millionen, Alter. Lass doch mal so... Ach, die 2 Fragen. Dankeschön geben in dem Fall, dass Sie die Unterstützung leistet? Haben Sie sich da schon was überlegt? Wir haben das Geschenk schon abgeliefert, vor 4 Wochen, würde ich sagen. Ja, das ist nicht witzig, Alter. Das ist wirklich gar nicht witzig. So wirklich absolut gar nicht. Da ist jemand in der Bringschuld, massiv. Okay. Oh, jetzt 2 noch. Okay. Carrie, haben wir noch mal in der Mitte, bitte. Ja, ist jetzt ein bisschen konjunktiv, aber wie verantwortlich würden Sie sich persönlich fühlen, wenn diese Saison am Ende ohne Titel endet? Voll verantwortlich. Wenn du an der Seitenlinie bist du verantwortlich. Da gibt es keinen Zweifel. That's true. Das wird mir auch niemand ausreden. Das will dir auch keiner ausreden. Junge, jeder, der das ausreden möchte, ganz ehrlich, der ist da nicht bei Trost. Dass du nicht alleine die Verantwortung hast, wie die ganze Saison gelaufen ist, keine Frage. Aber die Verantwortung für die letzten Spiele hat er. Punkt.
Ja. Und nochmal, man hätte ein bisschen was ändern können und dann hätte man vielleicht sagen können, jo, hat nicht so gefruchtet, kann man verstehen. Hat er dann verspielt, aber wenn man denselben Stiefel durchspielt, die einzige Änderung ist, wir spielen nicht mehr mit einer Dreierkette, sondern mit einer Viererkette, stellen die Viererkette 30 Meter weiter in die eigene Hälfte und rücken nicht mehr raus. Ja, so what? Was wundert man sich dann? Da wird mir auch niemand, das wird mir persönlich auch niemand abnehmen. So ist meine Herangehensweise immer gewesen. Sobald ich unterschreibe, sobald ich ein Trikot anziehe, ein Trainingsleibchen anziehe, sobald ich an der Seitenlinie und im Training bin, bin ich verantwortlich. Ja, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Bitte, Stefan Kumberger. Wie wird denn die Marschroute gegen Köln sein? Also die Marschroute ist, wir stellen uns hinten rein, weil uns 0-0 reicht. Ein Feuerwerk abbrennen, nach 20 Minuten 3-0 führen? Oder? Ja, weil wir das ja können. Wir sind im Moment so stark, dass wir richtig Feuerwerke abbrennen können. Da haben wir gesehen, die letzten Spiele, oder? Also wir sind so voll Selbstvertrauen und wir haben Spieler, die so für den Verein brennen, die werden richtig ein Feuerwerk abbrennen in Köln. Wird das ein Geduldsspiel? Jetzt, wenigstens muss er selber lachen, Alter. Ich sagen. Ja. Also ich gehe davon aus, Sie haben sich vorher schon vor meiner Frage Gedanken drüber gemacht. Über die Herangehensweise? Ja. Gibt's ja zwei Wenn wir die Herangehensweise kennen würden, dass es nach dem Feuerwerk 3-0 steht, dann können Sie sicher sein, die hätten wir auch letzte Woche angewendet. Also aha. Wir werden das, mich fertig, Leute. Je mehr Druck drauf ist, umso weniger werden die Informationen, weil wir natürlich um die Drucksituation kennen. Das war auch letzte Woche so. Wir haben die ganz allgemeinen Schlagworte von Abwarten beginnen, Vollgas beginnen, die kenne ich gar nicht, weil für mich gibt es nur einen Anpfiff und einen Abpfiff. Für mich gibt es keine Phasen dazwischen, dass wir hier mal abwarten und da mal das machen. Ja, dann musst du das mal aus der Mannschaft austreiben, weil die hat definitiv diese Phasen. Also. Wenn wir spielen wir all in jeder einzelnen Aktion. Und ich erwarte grundsätzlich einen sehr emotionalen Gegner, ein extrem emotionales Stadion. Ein Gegner, der wahnsinnig viel läuft, ein Gegner, der extrem hoch presst. Das ist alles diese Attribute, mit denen wir richtig gut klarkommen. Eine Mannschaft, die ehrgeizig ist, eine Mannschaft, die arbeitet und eine Mannschaft, die hochpresst. Da ist ein Kimmich wieder richtig herausragend, wird er wieder sein in Köln. Weil der Kimmich, der ist ja ein Thiago quasi. Er hat ja kein Problem damit, wenn er angelaufen wird. Ein Gegner, der fast mehr Red Bull Leipzig spielt als Red Bull selber, die normalerweise in einem 4-1-3-2 mit 5 offensiven Pressen sehr viele hohe Balleroberungen haben und komplett über die physische Komponente kommen und morgen natürlich in dem letzten Spiel auch mit einer besonderen Energie spielen werden und dem gilt es sich erstmal dagegen zu stemmen. Es ist extrem schwer in Köln zu gewinnen, das ist statistisch bewiesen, es ist extrem schwer dort. Jetzt fängt er wieder mit seinen Statistiken an, Alter. Tore zu schießen in Köln. Deshalb würde ich es für... Ja, weil die Tore sind da auch kleiner in Köln. Da muss man echt gucken. Das ist ein bisschen schwieriger wie auf anderen Plätzen, weil die sind um 20 Zentimeter kleiner. Und wenn man in die gegnerische Hälfte kommt, wenn man in die Kölner Hälfte kommt, dann fährt da auch so eine Wand noch hoch, weißt du? Dann hat man nur noch wie eine Torwand 2 Löcher, wo man genau treffen muss. Vermessen halten, wenn wir in unserer derzeitigen Ausgangsposition sagen, 3-0 nach 20 Minuten ist das Ziel, die Wahrscheinlichkeit auf eine Enttäuschung. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Köln nach 20 Minuten 3-0 führt, als dass wir 3-0 führen nach 20 Minuten. Machen wir uns mal nichts vor. Wäre extrem hoch, deshalb wir brauchen den kompletten Fokus in der jetzigen Situation und wir brauchen kleine Erfolgserlebnisse und wir brauchen unsere Qualität von der allerersten Sekunde. Wir können uns keinen Konzentrationsmängel erlauben. Wir müssen extrem vorsichtig sein, was den tiefen Ballbesitz betrifft und Ballverluste in der eigenen Hälfte. Und wir müssen uns ganz klar an den Plan halten, um Köln. Man hat immer den Eindruck, ne, nichts gegen den Tore, man hat immer den Eindruck, dass er jedes Mal da sitzt und sich auf die Zunge beißt. Er würde gerne mal Tacheles reden und gerne mal sagen, Bam, 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 Bigelow, aber nein. Dann wieder, da hat er sich überlegt, wie formuliere ich das einigermaßen? Köln weh zu tun, um dann dieses Spiel zu gewinnen, das ist die Aufgabe.
das Ergebnis vorherzusagen, wann das Spiel entschieden sein wird, ist schlichtweg unmöglich. Dann vielen Dank. Auf ein letztes Mal. Bis morgen in Köln. Boah, Leute, die Pressekonferenz hat mich zerstört. Die hat mich innerlich gerade, weiß ich nicht. Schwierig. Ein Fazit habe ich nicht zu der ganzen Geschichte. Ich habe doppelt so viel gelabert wie der Tuchel, also brauche ich nicht noch ein Fazit ziehen. Ja. Viel Spaß. Rot-weiße Grüße, Gail Horst, bleib gesund. Ich mache jetzt so einen Taktikfuchs, der geht relativ zügig, denke ich, und dann hören wir uns nach dem Spiel in Köln, wer da Bock zu hat. Tschüssi.